Dankschein von der Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Geschrieben von Jimmy Evans, übersat und Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandel. Aufteilung 1. Die wichtigste Sache an der Ehe. Kapitel 1. Den Stein fingen. Sie trunken alle von dem jäßlichen Stein, der mit ankäm, und der Stein wie Christus. 1. Korinther 10, Vers 4. Am laatsten en laatsten Tag ab dem Fast stond Jesus op en roept luid: Wer durstig is, den lod ik aan om mij te komen en te drinken. Wer an mij gelooft, zoals de Schrift sagt, uit dem zijn binnenste worden levende Waterstream ranen. Johannes 7, Vers 37 en 38. Jesus aber seht an, ik zie dat levensbrood. Wer naar mij komt, dem wordt nicht mehr hungern, en wer an mij gelooft, dem wordt nicht mehr darsten. Johannes 6, Vers 35. De wichtigste Schriftvers, wat du in dit Buch lesen wirst, sind diese. Gerade so, mocht dat nicht so lauten, dat die dort je hören, wann ein paar Antworten an ihre Ehe sägt, oder wann eine einsame, einlassige Person so ein besonderes Verhältnis für Lebenszeit verlangt, aber in Wirklichkeit sind das überrüt wertvolle Vers für kriegsohne Menschen. Und auch die wichtigste Information, wat du jemals in dit oder in irgend andere Bücher lesen wirst, über Erfahrung an der Ehe, wird auch in dit Kapitel te vinden zijn. Dat hielt sich so, als wenn ich mir sehr sicher sei, nicht so? Na, du kannst der Rechte sein, über als ich recht oder unrecht sei. Du mir in die selbst bloß einen gefallen. Wenn du auch nicht das wat lest oder behältst von dit Buch, bitteschön, lesen und behol die Information in dit Kapitel. Laat mir die eine Frage stellen zum Anfang und ich will, dat du über deine Antwort no denkst und oprechtig bist. Wer erfüllt deine diepste Bedürfnisse? En andere weer, en alldächtliche Sachen, op wem verlaatst du die meestens, en op wem jäst du deine diepste Bedürfnisse te erfüllen? Für du eine Antwort gibst, laat mir erklären, wat diepste Bedürfnisse sind, en ich dir eine List von bekannten Qualen gebe, die Bedürfnisse te erfüllen. Dann wirst du dat leichter verstehen können, wat ich haben will, dort die sitzt. Wenn jeder Person auch gewisse Hinsichten von Verlangen haft, oder gewisse Dinge verträgt über andere, wat für arm oder ar besonders wichtig sind, und andere dort vielleicht nicht so wichtig wird sein, haben wir alle gewisse Bedürfnisse überein. Die allgemeine Bedürfnisse sind deine diepste Bedürfnisse. Ich rede auch nicht von physischen Bedürfnissen, so wie das Eten, Luft und Schlaf. Aber ich rede von Bedürfnissen, wat über das physische gehen, wat deep in uns Hort und in unserer Seele sind. Jeder Person ihr deipet Verlangen für diese Dinge ist ganz krieg so wirklich, als den angeborenen Appetit für das Eten. Die 4 Hauptbedürfnisse, wat alle Menschen angeboren sind, nur wat sie ihr ganzes Leben verlangen, die zufriedenzustellen sind. Nummer 1, angenommen sein. Weiten, dat du geleift wirst, und dat andere dat an die fehlt. Nummer 2, Identität. Weiten, dat du als einzelne Person bedeutsam und besonders bist. Nummer 3, Sicherheit. Weiten, dat du gut beschützt und versorgt bist. Nummer 4. Zweck. Weiten, dat du eine Ursache zum Leben hast. Für einen Christ bedeutet zu weiten, dat Gott einen besonderen Plan für dein Leben hat. Als die dort eben bewusst bist oder nicht, diese Bedürfnisse haben die durch dein Leben getrieben. Wir waren alle auf einen bedeutsamen Weg getrieben, in unserem Leben einen Weg zu finden, wo diese Bedürfnisse erfüllt können worden. Wir sind in unsere Gefühle Krieg so stark getrieben, diese Bedürfnisse zufriedenzustellen, als dort wir das rechte Eten für unsere Morgen fingen, wann wir hungrig sind. Diese Bedürfnisse sind tiefe Bedürfnisse, nicht Jankers. Laat mir dir nu eine Liste von den bekanntesten Qualen geben, wo Menschen die Erfüllung von ihren tiefsten Bedürfnissen suchen, wenn diese auch nicht bei allem Krieg die Verein in der Idee stehen. 1. Uns selbst. 2. Ehepartner. 3. Freund. 4. Kinder. 5. Arbeitgeber in Arbeit oder Beruf. 6. Kirchen oder Pastore. 7. Eltern. 8. Gott. 9. Geld oder tätlicher Reichtum. 10. Eine Vermischung von 2 oder mehr von den abgenannten. Wenn du diese Liste erst aufmerksam gelesen und ob ihrens darüber nur gedacht hast, versuch ich abrechtig die Frage, was ich euch stellt, zu antworten. Wer erfüllt deine tiefsten Bedürfnisse? In dein alltägliches Leben, wem oder was siehst du über alles andere, deine Bedürfnisse von angenommen sein, Identität,
deine Sicherheit und deinen Zweig zu erfüllen. Vielleicht bist du al angeworden, dat de rechte Antwort is ungefähr so als dit. Ik zie Gott an eerste steht, da aus al het andere oder irgendwas wat, om meine diepste Bedürfnisse zu erfüllen. Die Wahrheit ist, dat de meeste Menschen können nicht oprechtig diese Antwort geben, und dat ist die Wurzel von ihr Problem. Die Ursache dafür ist einfach. Die meisten Menschen kommen keinmal nach Jesus, um ihre diepste Bedürfnisse zu erfüllen, und daher finden sie keinmal dort, was sie im Leben oder an die Ehe so verzweifelt sehen. Die Schriftverse am Anfang von dit Kapitel sagen uns, dass Jesus die Fähigkeit hat, uns jährliche Trinken und Eten zu geben, um unsere innerliche Verlangen zu erfüllen. Er lädt uns an, für wahre Erfüllung nach ihm zu kommen. Er verspricht uns ganze Zufriedenheit, wenn wir das tun. Das ist einfach so, dass Gott den Mensch an sein Ebenbild macht, leitet er durch ein Loch bannen, was so groß als Jesus ist, worin alle die tiefsten Bedürfnisse stammen. Und kriegt doorheen kann kein Mensch oder irgendwas, was auf ihr die Bedürfnisse erfüllen, büter Jesus. Die Bedürfnisse waren dazu geplant, die nur den einen zu tragen, wonen Gott bestimmt hat, die als Person zu erfüllen. Und gleicherweise wählen die meisten Menschen sich dort die innerliche Zufriedenstellung durch einen hosteren und sicheren Weg zu siegen. Sie befreien sich und erwarten, dass der Ehepartner dort für ihn tun wird, was bloß Jesus tun kann. Oder vielleicht sind Kinder abgewaschen und sind gelehrt, alles von ihren Eltern zu erwarten. Manchmal haben junge Miales mutwillig Babys und denken, dass dann wollen sie wem haben, während leibhaft. Andere gehen von einer Arbeit nach der andere oder tragen von einer Stadt nach einer andere und sehen alle mögliche Erfüllung, aber das sind bloß Auflenkungen. Die machen nicht zufrieden. Der stärkste Schriftaufschnitt, dit durchzustellen, ist im 4. Kapitel von das Evangelium Johannes zu finden. Hier beschreibt der Apostel Johannes die Geschichte, von wo Jesus mit Fliet von seinem gewöhnlichen Weg raufging, eine samaritische Frau bei dem Baum zu treffen. Die Geschichte ist wegen etliche Ursachen besonders. Erstens, alle Juden hassten die Samariter und hielten die für halb echt. Zweitens, früher wird das Eigendom angekickt und Männer verkehrten mit früher nicht so, als wenn die mit ihren gelegt wären. Aber die samaritische Frau bei dem Baum wir 5-mal befreit gewesen und lebt nu mit einem Mann taub, ohne befreit zu sein. Sei wir allein bei dem Baum, während sie von ihrer Gesellschaft verschmähten wir, und keine respektvolle Frau wohl mit ihr taub geseinen worden. Ein anderer wird, sei wir 5-mal ein Verlierer gewesen in der Ehe, und sie hat abgegeben und lebten sind. Jesus wusste dat alle, als hij sich ernodert. Und die Ursache, dat hij sich mit ihr taub traf, wie an die Wartelursache von worum sie in ihrer Ehe gefehlt, en Hoffnung verloren hat, zu heilen. Hart aufmerksam, nu wo dat abgeschrieben ist, wat hij met haar vertelt, en behoud den Zweig von dit Kapitel. Bloß Jesus kann unsere tiefste Bedürfnisse erfüllen. Hij kam dann in Samaria nur die Stadt Sichar, dicht bei dat Steckland, dat Jakob seinen Sohn Josef gegeben hat. Du wir der Jakobsbaum. Wils Jesus meid wir von seiner Reis, sah sich bei dem Baum dol. Dort wie allmächtig. Dann kam eine Frau von Samaria dahin zum Wasser holen. Jesus sagte zu haar, gib mir was zu trinken. Seine Jünger wären nur die Stadt gegangen, Eten zu kaufen. Dann sagte die Frau von Samaria zu ihm, wo kommt dat du mir nur ein Trunk Wasser fragst, und du bist du ein Jüd, und ich eine samaritische Frau? Wils die Jüden haben mit den Samariter nichts zu tun. Jesus antwortet und sagt zu haar, wenn du die Gottesgabe kennst, dann wirst wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wirst du ihm gefragt haben, und er wird die lebendige Wasser gegeben haben. Die Frau sagt zu ihm, Herr, du hast nichts, womit du schapen kannst, und die Barme ist taub. Wo kriegst du dann das lebendige Wasser her? Bist du gerade aus uns Vater Jakob, der uns diesen Barm gäuf, uit dem er selbst in seine Sehns und sein Fei trunken? Jesus antwortet und sagt zu ihr, wer von det Wasser trinkt, dem wird wahrer darsten. Wer aber dort Wasser trinkt, dat ich gebe, dem wird niemals mehr darsten. Dat Wasser, dat ich gebe, wird an ihm eine immer rannende Qual und jeft ewig Leben. Die Frau sagt zu ihm, Herr, gib mir dat Wasser, dat mir nicht mehr darsten wird, und ich nicht mehr bekommen, Wasser schapen. Jesus sagt zu ihr, geh auf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau sagt zu ihm, ich hab keinen Mann. Jesus sagt zu ihr, du bist reich, wenn du sagst, ich hab keinen Mann. Du hast 5 Männer gehabt, und der, den du nu hast, ist nicht dein Mann. Du hast dir die Wahrheit geredet. Johannes 4, Vers 5 bis 18.
Jesus will sich de vollkommene Umstände de samaritische Früh in uns alle wat te leren über den Seilendarst. Wann diese Früh bei dem Baum auch dacht, dat het am physisches Wutter ging, wordt sie bald an, dat Jesus von einer anderen Sort Wutter redt, wat ihnen innerlichen Darst für immer tevreden stellt. Sitzt, wie alle sind seilendarstig, en Menschen kennen maar wenig von den Darst erfällen, bloß Gott kann. Die samaritische Früh mögt den Fehler, wat viele von uns machen. Zij proeft uit, als mannen ihren Seilendarst tevredenstellen worden, en als die dat nicht können, verschmeidt zij die, en doch du musst wat aardig zijn met ernt. Schließlich, nur 5 fehlschlunende Ehen, ein gebrochenes Hort en vertrimmende Träum, geeft zij ab. Dat eigen Leben wir bloß einfach nicht veraar. Oder so dacht zij. Aber dat wir ein Leges. En Jesus halt maar te erkennen, dat dat Problem nicht die Mannen in ihrer Vergangenheit wären, en ook nicht sie selbst. Dat Problem wir, dat sie sich nur die aardige Qual dreht, ihre diepste Bedürfnisse zu erfüllen. En Jesus ging gleich an die Sache an, im 13. Vers mit dieser Wied. Wer von dit Wutter drinkt, dem wird wahrer darsten. Wer aber dort Wutter drinkt, dat ich gebe, dem wird niemals mehr darsten. Dort Wutter, dat ich gebe, wird ein Arm eine immer rannende Qual in Jeft ewig Leben. Dat erste Ding, wat du verstehen musst, dat deine eigen schaffen soll, ist diese einfache Wahrheit. Kein Mensch kann deine diepste Bedürfnisse erfüllen. Bloß Gott kann. Sicher, wenn du an Gott seinen Willen jäst, kannst du wem finden, wer dir ermutigen wird oder wer von Gott gebraucht wird, ab einen wirklichen Weg zu erfahren. Aber die jästlichste Person auf dieser Erde ist sehr stofflich und daher auch sehr begrenzt. Wenn du zu viel Hoffnung auf eine Person setzt, bist du auf dem Weg nur Täuschungen und sogar manchmal nur großes Unglück. Viele Ehen kommen in Täuschung zum Ende, noch euer sogar an Ehescheidung. Das ist deswegen, wenn sie durch Angehen mit nicht wahrheitsgemäßen Erwartungen haben, und nicht wenn sie weise oder unverantwortliche Menschen sind. Jeder eine erwartet, dass der andere ihre liebste Bedürfnisse erfüllen wird. Wenn sie dann anworden, dass das nicht passiert, fängt der wirkliche Trouble an, so als die samaritische Früh dort 5-mal erfahren hat. Wenn immer ein Christ Gott das nicht erlaubt, seine oder ihre liebste Bedürfnisse zu erfüllen, dat die Person von selbst die Erwartung nur die Person stellen, wat am notsten ist, und für die meisten Menschen ist die Person ihr eigen Partner. Wenn die Erwartung von die Bedürfnisse erfüllen nur irgendwem oder wat besieht Gott geht, gibt dort 3 Probleme. Nummer 1, du wirst die immer täuschen, über wo dort sich Raum nimmt, und don't, wo Gott das schafft. Nummer 2, die wird dort an den innerlichen Verrot fehlen, wo dort braucht, andere so zu leben, als die sonst in erfolgreich Leben anzugehen. Nummer 3. Die wirst die te gode laatst weggedonen en beleidigt feilen von der Person, wo du Vertrauen gegeben hast, wen die Person allmählich deine diepste Bedürfnisse erfüllen kann. Manchmal antwortet der Mensch zu dieser Täuschung auf einen kontrollierenden Weg, aber vorher kommt das auf einen ehrlichen, verstehenden Weg über den. Gott sein Wort lehrt uns, was wir abrechnen können, wenn wir an die Fallen anfallen, dat wir selbst irgendwem oder irgendwas dort anvertrauen, die Bedürfnisse zu erfüllen, was er in uns gedonen hat, uns nur am zu lenken. Wer sich auf sich selbst verlässt, ist nicht fair bedacht. Sprüche 28, Vers 26. Ich war dem verdammen, der sich auf Menschen verlässt, und auf die Kraft von Mannen. Jeremia 17, Vers 5. Wer sich auf sein Reichtum verlässt, wird fallen aus sein dreieges Blatt. Sprüche 11, Vers 28. Vergleicht diese Warnungen mit den Versprechungen, wat für die sind, wat an Gott vertrauen. Aber der Herr wird dem Mensch sehen, wer sein Vertrauen auf ihm sagt, der sich ganz auf dem Herrn verlässt. Der ist gleich so als ein Baum, der an ein Wutter steht und seine Warteln Rie verschmiert. Ein Daunt, wenn dort dann noch heit wird, braucht sich nicht ängsten. Seine Blätter worden rein blieben. Ein dreht Jahr bedürt dem nicht. Hiert nicht ab mit Frucht tragen. Jeremia 17, Vers 7 und 8. Ein Leid auf der Reise nach Jerusalem zu singen, die sich auf dem Herrn verloten waren, feststunden, die waren ewig blieben, so als die Burg Zion. Psalm 125, Vers 1. Wer sich auf dem Herrn verlässt, wird sicher sein. Sprüche 21, Vers 25. Wenn wir den Unterschied bekicken von an Gott, Menschen oder Dinge vertrauen, unsere tiefste Bedürfnisse zu erfüllen, sind da wat ebenruit große Unterschiede. Die Verschiedenheiten sind sehr klar und leicht zu sein. Was sind die Folgen von Menschen, Dinge oder Gott vertrauen? Wenn du an Menschen oder Dinge vertraust, dann hängt deine innerliche Sicherheit
von wem oder wat auf, wat du nicht vorhersagen kannst, wo das sein wird und auch nicht kontrollieren kannst, in wem's Taurot, um deine Bedürfnisse zu erfüllen, begrenzt sind. Deine Fähigkeit zum Geben ist abhängig von was du von anderen kriegst. Dein Leben ist gefüllt mit einer Umgebung von Täuschung und Frustration. Die tonen hohe Erwartungen von anderen machen eine negative, ungeholte Umgebung an deine Verhältnisse, wenn es nicht so einen starken Druck die Jaft, was andere Menschen von dir wegschifft. Wenn du Gott vertraust, dann sind dit die Folgen. Deine innerliche Sicherheit und Kraft sind von dem, was ganz treu ist, in unbegrenzter Taurothaft abhängig. Deine Fähigkeiten vom Geben rannt uit eine innerliche Qual, was zu aller Zeit da ist für die, der Heilige Geist. Wenn andere die nicht wat geben, kannst du dann noch frei leben, wodurch du beend mehr wert wirst und deine Verhältnisse stärker worden. Dein Leben wird erfüllt mit einer Umgebung von Segen, Zufriedenheit und mutige Anstellung. Deine wahrheitsgemäße Erwartungen von anderen tragen die Not auf mit anderen, indem du die leifst und ernt von die jafst. Als ich Kernfried, wie ich nicht geworden darüber, dat ich von haar erwart, wat bloß Gott für mich tun kann, aber dat es kriegt, wat ich deid. Sie erwart von mir auch mehr als ich kann. Der Anfang, von wo Gott unser Ehe heilen kann, käme dann, als wir beid antworten, dat bloß Jesus fähig wir, unsere tiefste Bedürfnisse zu erfüllen. Wir den Buße für Gott und uns untereinander für den Sinn von ihm als unsere größte Qual auflehnen, und dat wir tone hohe Erwartungen von uns sich gehad haben. Dadurch kam ein ganz veränderter Ehestand, wat an die Lebens von zwei Personen stattfindet, dadurch, dat wir an die lebengebende Kraft von Jesus angeknappt wären. Von den Abend, wo wir auf eine Kriegslinie wären, sind wir angeworden, dat wenn die Bibel auch all viele Jahre geschrieben ist, sind die wir immer noch Wahrheit, während die von einem lebenden Gott, wat nicht ändert, angegeben sind. Wenn du nur Jesus kämpfst ein Drink von Wasser oder ein Stück Brot, wird er die wirklich zufriedenstellen, kriegst du, was die Bibel sagt. Dein ganzes Leben wird ändern als eine Folge von täglich Jesus vertrauen, all deine Bedürfnisse zu erfüllen, die kleine so gut als auch die tiefste. Jesus leift die und ist der beste Freund, was du jemals haben wirst. Sogar nu, dass du das lässt, ist er bei dir, reit, die ewige geistliche Brot und Wasser zu geben, deine hungrige Seele zu stellen. Indem, dass du täglich betest und Gott sein Wort lässt, wirst du die Wirklichkeit von seinem Gegenwart an deinem Leben erfahren. Wenn du deine Erwartungen überträgst nach Jesus, wirst du nicht getäuscht sein, wie ihn heute treu ist. Er läuft die alle, als du dich selbst läufst oder irgendwas wär. Er will lieber deine Bedürfnisse erfüllen, als was du dort wärst. Du hast keine Einzelheit in deinem Leben, was er nicht weiß, und er läuft die danach. Den einen Lebenshalven und die halven, was die sind, überjaft Jesus dort, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Bloß so eine Person, was Jesus so deep vertraut, kann wirklich eine erfolgreiche Ehe haben. Wenn Jesus in deinem Leben erst an der Arbeit ist, dann kann alles andere anfangen zu schaffen. Wenn Jesus nicht mit dir ist Erfolg allmählich. Hast du dich mit das Leben im Allgemeinen oder mit deinen Ehepartner getäuscht? Falls du dich immer weiter getäuscht, während du die innerliche Freude und Erfüllung, wo du noch verlangst, nicht erforscht? Bist du bei den Punkt gekommen, wo du wunderst, aus deiner Ehe jemals weiter schaffen kann? Wenn du zu irgendein von diesen Fragen Ja gesagt hast, hast du nur jemand selbst gekickt als Jesus, deine tiefsten Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn du bereit bist, deinen Fehler zu erkennen und nur zu kommen, als er bereit, seine Leben genau an dein Leben anzujeiten. Die Qual, von wo unsere tiefsten Bedürfnisse erfüllt worden, ist das wichtigste Ding an der Ehe. Ich hoffe, du hast die Entscheidung gemacht, Jesus loten den Stein in deine Qual zu senden und Gott die Freiheit geben, den Hort zu flehen und deine Ehe auf sein Wort zu gründen. Dankeschön für das Bürgharchen Ehe ab einen Stein. Ich wünsche, dass das eine Halb sein für dich und eine Hoffnung, zu einer stärkeren Ehe bauen.